Der Gerstl nimmt sie fürs neue Jahr vor, dass er keinen solchen Tipfelscheißer mehr angibt. Aber der gute Vorsatz hebt nicht einmal einen halben Tag und schon ist er wieder der Alte. Fanny wird mit Gregor streitet wegen Kleinigkeiten und aus einem schlauen Bücher von der Erika lesen sie außer, wie sie sich wieder verdrehen können. Ein Mike, sein Bub, kommt von die Army zurück. So verändert, dass er nimmer zu unterkennen ist. Außerdem stinkt er ihm recht, dass sie seine Mutter davon gemacht hat und dass ihm sein Vater aus dem Internat außer da hat, weil er nimmer genug Irritare dafür hat. Der Patrick soll sich wieder anfotografieren lassen für eine Badhosenfabrik. Aber ein bildsauberes Mensch wird auch mit da. Und darum hat er wollen, dass ihm der Zipfel steuert wird. Dabei stellt sich aber raus, dass das Mensch in Wirklichkeit eine Riesenschlange ist. Die Uri tat gern Fegel sein, aber sie kommt kaum dazu. Da zeigt ihr der Flori, wie man das viel grübiger von daheim aus am Rechner mit einer Webcam machen kann. Ein Brotzeitwagen bleibt in Lansing liegen und dass das Essen nicht hin wird, bis er wieder gekriegt ist, verkaufen sie es gleich da. Der Gerstl sieht das zuerst gar nicht gern, dass sich die Leute nachher zu der Brotzeit an seinen Standel niederhocken. Aber schließlich kommt er drauf, dass das auch sein eigener Geschäftsgang gewaltig haut. Ein Hubert seine Leute möchten ihn als Geschäftsführer rausschmeißen und der Gemeinderat möchte ihn als zweiten Bürgermeister ausdrücken. Zuerst spreizt er sich dagegen, aber schließlich sieht er ein, dass er ein windiger Steuerhinterzieher ist und geht freiwillig.